Et heierst ewig Leben, dat sie dich, den einzig richtige Gott, an den Messias Jesus, den du geschickt hast, kennen. Geseiste, Gott a Jesus, das sind zwei Personen, a Jesus ist nicht Gott. Das ist eine Aussage, die oft geholget hat aus Jean 17, Vers 3 von sogenannten Bibelkritiker oder Leute aus anderen Religionen, die da so gucken, die Bibel beweist doch, dass der Jesus nicht Gott ist und dass der Jesus und der Pap nicht dieselbe Person sind. Aber das stimmt nicht. Das ist übrigens interessant, dass sie gerade den Apostel Jean am Neuen Testament für auswählen. Weil das ganze Evangelium von Jean schreibt, den Apostel Jean vorzuweisen, dass der Jesus Gott ist und das Konzept, wie er am Katholizismus Dreifaltigkeit nennt und am Protestantismus nennt ihn nicht Dreieinigkeit, dass der total biblisch ist, auch wenn die zwei Begriffe nicht an der Bibel stehen. Weil in Jean Kapitel 1 schreibt nicht das Weh, wo das Mensch ging, an der 4. definiert, dass man Wort Gott selber gemeint ist. Das heißt, an Jesus könnt Gott auf das Welt. Und der Jesus sagt in Jean Kapitel 10, Vers 30, ich und der Pap sind eint. Das heißt, er sagt wirklich, wir sind eng Sache zusammen. Und in Kapitel 17 sagt er mich später auch, für dass sie eint sind, genauso wie wir eint sind. Das heißt, die Bibel ist ganz klar, und wir haben den Apostel Jean da dran, dass Gott Gott ist, mit dessen sich laut der Bibel an 3 Personagen weist als Mensch, nämlich Gott, der Pap, an Jesus, dem Jung, und am Heiligen Geist. An den Apostel Jean ist auch noch ganz klar an einer anderen Sache, nämlich, dass wir nicht unerkennen, dass der Jung der Gott selber ist, nämlich dass Jesus der Jung von Gott ist, den lebt gut nicht in die richtige Gott von der Bibel. Weil hier geht ganz klar, wenn man am 1. Jean Kapitel 5, Vers 12 da sieht, wenn der Jung hat Leben, wenn der Jung von Gott nicht hat Leben nicht. Die Bibel ist also ganz klar. Gott ist ein dreieinige Gott, bestehend aus Pap, Jung und Heiliger Geist.